Hey yo, was geht ab? Willkommen zum zweiten Vlog. In diesem Vlog geht es um ein Karate-Lager. Vor allem auf die Dan-Prüfung, die ich jetzt mache. Also der dritte Schwarzgurt, den mache ich dann. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal einfach mal mit, wie es da aussieht, wie das Training dort ist. Ich hoffe, ich kann das Training filmen. Mal schauen, sonst überlege ich mir irgendetwas. Und ja, ich würde sagen, schön, dass ihr da dran bleibt. Peace. Also der Koffer ist schon mal ready, das ist schon mal gut. Da stecke ich auch das ganze Technikzeug rein, weil da, seht ihr es, die Sachen vom Stream, die tue ich dort ausschneiden und die als YouTube-Videos aufladen. Ich hoffe, das klappt dann. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's ab nach Rheinfelden. Also, wir sind hier in Rheinfelden angekommen und wir haben hier einen Taxifahrer, Ahmed Sensei. Bist du bereit für die Dan-Prüfung? Ob du bereit bist? Ich bin bereit für den dritten Dan. Ich bin fit und ich fühle mich sicher. Okay. Das schaffen wir alle. Okay. Da haben wir ja dafür trainiert. Okay, gut. Also, zack, zack. Du bist der Beat. Du musst keine Prüfung machen, aber du genießt es. Aber du genießt es. Ich genieße es. Okay. So, jetzt sind wir endlich angekommen im Hotel. Das ist das Hotel. Und ja, mal schauen, wie es da wird. So, da machen wir eine kurze Roomtour. Da ein Stuhl, da ein Schrank, da eine Tür, da ein Bett. Das wäre es, genau. Aber nein, sorry. Da geht es noch weiter. Ein kleines Balkönli haben wir auch noch. Und schaut mal das an, das ist der Highlight. Das alles. Ja. Der Nachteil dabei ist, ich muss über 30 Minuten zu Fuß laufen bis zu der Halle. Das ist scheiße. Aber eine geile Aussicht. Irgendwie ist schon langweilig. Gehen wir in die Stadt. Wow. Ich bin jetzt gerade Bus gefahren. Und ich muss sagen, der Busfahrer ist ein richtiger Ehrenmann. Der hat mich einfach schwarz fahren lassen. Also für das ist Locarno bekannt. Für die Festivals da. Ja. Der eine oder andere kennt den Platz vielleicht. Das musst du mal einmal sehen. Hey, sag mir, ja. Und geschaut, was wir so Alle am Filmen. Yeah. Okay. Ich habe Carbonara. Er ist der Teufel himself. Mit Pizza Diavolo. Und du hast Pizza Prosciutto. Und das schmeckt dir. Das ist ganz fein. Ich muss sagen, die Ambiente hier ist immer jedes Mal, wenn ich hier bin, erfrischend, mega erfrischend. Mit dem See, mit der Street Music, mega geil, mega geil. Aber ich bin jetzt brutal müde. Und das, obwohl ich nur im Auto gehockt bin. Okay, und ein bisschen hochgelaufen bin.
Aber ja. Ich hoffe, morgen bin ich fit im Training. Peace. Good morning. Boah. Ich weiß nicht mal, ob ich das Ding richtig habe. Oh ja, ich bin immer noch am Zittern, weil ich kalt dusche. Aber ich würde sagen, ab zu der Halle. Ja, ich muss nur sagen, das eigentliche Training fängt hier erst um 10:30 an. Aber wir müssen die Matten aufbauen und deswegen sind wir ein bisschen früher unterwegs. Genau, hier wird die Halle. Und mal schauen, wie es drinnen aussieht. Scheinen Sie, was erwarten Sie von dem Verband Swiss Shotokan Karate Do Federation dieses Jahr? Also ich freue mich, dass es so viele erfolgreiche Zahlen da sind und ich hoffe und wünsche, dass sie alle können profitieren. Ich freue mich, ja. Also das Aufbauen von erst jetzt um 12 Uhr, weil die Mattenwagen nicht früher gekommen sind. Wir haben das erste Training hinter uns, kommen wir mal an. Wie war das Training? Sehr gut, Ja. hat Spaß gemacht, Erfahrungen. Bist du bereit für die weiteren Trainings? Natürlich. Also gut. Jetzt du, sag mal, wie bist du für das Training vorbereitet gewesen? Ja, chillig. Also, und bist du bereit für die weiteren? Ja, sicher, safe. Prüfung schaffst du auch? Yes. Also gut, so sieht Matteaufbau aus. Ja, schon gut. Ich bin darum am Filmen, damit ich nicht arbeiten muss. So sieht das Feld aus. Dann haben wir es anbekommen. Ein Riesenfeld. So, jetzt ist Mittagspause und am Nachmittag geht es weiter. Wir sind im Sommerlager. Shihan, wie war das Training? Es war gut, es war anstrengend. Yokogeri Gekumi. Wieder Gitarre. Oh, okay. Gemacht, mit Okay, Hüfteinsatz. und bist du Straßenprüfung? 2 Jahre. Du hast schon so 2 Jahre gemacht, okay. Und wir Hidari gehen am Rhein machen. 5. Dan. Was? Obersensei. Hey yo, das Training war angenehm, aber es war auch noch Aufwärmen. Der harte Teil kommt noch. Aber ich wollte mal kurz einen kleinen Exkurs geben ins Karate. Also wieso heisst es überhaupt Karate? Also Kara heisst Lehr und Te heisst Hand. Also das heisst leere Hand. Und ich mache Karate da, das heisst der Weg der leeren Hand. Und wieso das so heisst? Es war damals dort verboten gewesen, Waffen zu nutzen. Und man sieht ja, Karate ist ja ohne Waffen, da kämpfst du nur mit Faust, mit Füßen. Genau, von dort kommt der Name. Heute Nachmittag ist ein Kampftraining, also ein Komitee-Training. Für das braucht man solche Sachen und ein leichteres Gi. Das andere ist hier am Hängen. Ich hoffe, die haben hier eine Waschmaschine. Ich hoffe es wirklich. Ja, am Freitag kann ich nicht stinkend an die Prüfung. Genau, und ja, ich würde sagen, ab ins Training. Zeit muss Punkte gewinnen. Verloren, los. Tres, Quinte, Expose, os. Okay.